Hallo zusammen, hier ist Kranklitis oder Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Hoffentlich alles klar. Willkommen beim Unboxing von GTA 5 Collectors Edition. Und zwar seht ihr hier das schöne Baby. Nur schnell vielleicht von allen Seiten, ein bisschen drehen. Also wir haben hier halt einfach so die typischen GTA-Bildchen mit so ein bisschen Gangster und Knete und Autos. Das bekannte Logo. Sieht also ganz anständig aus. Hier hinten haben wir nicht einmal einen grossen Hinweis drauf, was alles drin sein sollte. Mache ich doch hier jetzt gerade mal vorsichtig auf. So. Und an und für sich weiss man ja einen Weg schon, was drinnen ist. Aber mal schauen, wie es hier aussieht. So, das Teil schnell umkehren, rausrutschen. Das ist immer noch eine der besten Taktiken bei diesen Koffer-in-Koffer-System. Und das sieht doch schon mal ganz schön aus hier. Ist zwar noch ein bisschen mit Staub bedeckt, aber auf jeden Fall ein glänzendes Kistchen, das man hier jetzt elegant aufziehen kann. Genau. So. Wow, edel, edel. Also, hier zuerst mal, das ist auch bei der Special Edition dabei, Steelbook, besser gesagt. Und hier hat es ja auch noch so ein paar Codes zum Zeug einlösen, aber jetzt nichts Spektakuläres. Und ja, jetzt kommen wir eigentlich zum Geilsten von dieser ganzen Kiste. Ist richtig schön eingepackt, so dass das Ding auch ganz sicher keinen Schaden nimmt. Kann man es auch wieder rausziehen. Hure geil. Hure geil. Soll ich schnell? Mache ich schnell ein kleines Podestchen. Und ja, das ist die Los Santos Cap zusammen mit dem Täschchen. Schnell gucken, wenn wir das hier rausnehmen. Das Täschchen rutscht unten raus. Das hat noch ein rechtes Gewicht. Holy moly, zieh ich mal das Schloss rein hier. Fuck. Okay. Ja, da gibt es wieder irgendeinen speziellen Trick. Und wie ihr mich langsam kennt, bin ich aber mit so speziellen Tricks nicht unbedingt so tiefig. Also vielleicht hat einer von euch so ein Säckchen und kann mir dann gerade in den Kommentaren erklären, wie das aufgeht. Und sonst werde ich es sicher herausfinden oder es wird für immer geschlossen bleiben. So, und hier ist aber schon geil. Das Cap ist für die sich ein bisschen für Caps interessieren, ist von New Era. Die stehen noch für eine gute Qualität, finde ich. Und das Gute ist, dass es adjustable ist. Einstellbar auf Deutsch, hier mit diesen Klickis hingen. Fand ich früher schlimm gefunden, mittlerweile liebe die Teils, weil je nachdem wie lange Haare das man hat, ja, ist es dann schon noch gäbig, wenn man es ein bisschen verstellen kann. Den Kleber hier vorne nehme ich dann sicher weg, das gefällt mir nicht so, wenn man das hier kleben. Und vielleicht noch geschwind eine kleine Nachaufnahme, also die Stickung ist auf jeden Fall sehr, sehr qualitativ. Es sieht aus wie einer von diesen 50 Franken oder noch mehr Caps, die man im Laden kaufen kann. Und hier auf der Seite hat man auch noch das GTA 5 Logo. Ja, also wirklich für mich natürlich ultra geil, weil ich auf Hüte stehe. Und ich glaube, das wäre es schon gewesen. So, jetzt auch wirklich noch. Schaut, also. Ich tue geschwind die verschiedenen Special-Boni noch zeigen. Je nachdem versuche ohne Code. Ja, ich weiss eben nie, ob man das nachher sieht, aber das ist ja selbsterklärend. Hier hätten wir die Sachen, die es bei der Special Edition auch dabei hat. Das heisst das Hemd, das Flugzeug, einen kleinen Special Ability Boost. Und dann haben wir noch zusätzliche Waffen und hier der Zeppelin. Und jetzt speziell bei der Collectors Edition ist Custom Characters, also noch spezielle Charakter. Da sieht aus wie der Nico Bellic. Für einen Multiplayer, glaube ich. Und dann hier noch so einen speziellen Flitzer. Ja. Also. Zum Glück habe ich das noch aufgemacht. Schauen wir mal, was da rauskommt. Da hat man noch so ein GTA-Schlüssel-Anhängerli. Und ich nehme das gerade raus, weil es interessiert mich, ob ich dort in dieser Tasche etwas finde. Das wäre es noch, wenn sie dort auch noch etwas versteckt hätten. So, aber rein vom Gewicht und vom Abtasten her wird dort nichts drin sein. Okay, der Schlüssel wäre draußen. Und dann hätten wir jetzt hier das Riesenschloss. Und
Jawohl, der passt. Ah, okay, wir drehen ihn, dann kommt der hier rauf. Leck, okay. Und dann kann man hier das Mäppchen auftun. Und ich glaube, das wird so bei Geldtransferen gebraucht oder so, wo man ein bisschen Not rumdreht. Oder ich weiss es doch auch nicht. Ich nehme mal an, dass das vermutlich nie zum Einsatz wird kommen bei mir. Aber es ist auf jeden Fall schön gemacht, schön verarbeitet und nur schon das Gewicht von diesem Schloss ist wirklich beeindruckend. Um noch einmal kurz auf die Game-Verpackung zurückzukommen, was es noch drin hat, und das ist auch bei der Special Edition so, ist hier die Karte von Los Santos County und Blaine County. Und es hat, ja, ich mag das Teil jetzt nicht ganz ausfalten, sorry zusammen, wenn ihr es seht, googelt. Was es speziell hat, das kann ich euch zeigen, ist hier so ein paar Markierungen für ein Safe House, also ein Speicherort. Es gibt scheinbar ein paar Läden, wo man einfacher überfallen kann als andere. Es sind alle Paint Shops, Custom Rights, also dort, wo man seine Kerne tunen kann, anzeichnet. Und dann ist hier noch irgendwie markiert, dass man unten beim Hafen... Was steht? Scheiße, Moment schnell. Aha, vom Simeon. Da kennt ihr vielleicht, wenn ihr zockt, leicht verdientes Geld steht dort. Ah, Moment schnell, aber das ist jetzt noch interessant. Hier ist das natürlich Englisch. Jawohl. Weil das eine importierte Collectors Edition gibt, weil es die anscheinend in der Schweiz gar nicht offiziell gibt. Und die Special Edition, die ich bekommen habe, gestern schon, ist die Karte auf Deutsch. Ja, also ich bin jetzt schon lange am Texten. Eben lange Rede, kurzer Sinn. Es hat ja im Game innen drin auch noch eine Karte, wo ihr eine Übersicht seht von allem. Aber dann auch eine Grossaufnahme von Los Santos, wenn ich mich nicht täusche. Die ist schon ziemlich hilfreich. Wenn man nicht die ganze Zeit in die Karte reinwechseln will, ich habe das hier neben mir auf dem Pod ausbreitet, dass ich mich ein bisschen orientieren kann. Und rein von dem her ist hier die Karte, die blaue, ja, ich weiß nicht genau, fast ein bisschen nutzlos. Aber sie sieht gut aus. Gut aus. Also jetzt noch schnell als letzter Punkt. Bin ich ja hier schon einen Weg am Zuspammen. Ist es ja so, dass man für iPhone und iPad kann man ja 2 Apps herunterladen. Ich weiss nicht, ob man es sieht. Die eine, die iFruit-App, wo man den Hund trainieren kann und den Karren tunen, die funktioniert bei mir nicht. Das heisst immer, dass ich mich nicht einloggen kann, die Server sind gingen down. Aber das GTA 5 Manual oder eben Bedienungsanleitung, die geht. Und ist geil, das Display mit einer Cam so aufnehmen. Oh, jetzt muss ich es noch recht haben. Der iPad-Noob. Also schaut, wenn ihr etwas seht, es ist ja so, dass ihr hier eigentlich eine Bedienungsanleitung vom Spiel herunterladen könnt, wo alles erklärt wird. Und das Highlight finde ich eben hier die Karte. Und es ist ein bisschen mühsam, dass man die Symbole nicht ganz ausschalten kann, aber man kann sie hier unten ein bisschen minimieren, glaube ich. Oder man kann sich hier Quartier anzeigen. Was aber eben das Geile ist, dass man hier eigentlich wunderschön und man kann fast genug reinzoomen. Es wäre cool, wenn es noch eine bessere Zoomstufe gäbe, weil so ist es doch relativ weit oben, aber man kann sich das ganze Zeug wunderschön anschauen. Und ich meine irgendwie, wow, es ist schon gigantisch. Aber es gibt jetzt zum Beispiel mehrere Spots, die ich irgendwie besucht habe. Und dann bin ich schnell schauen, was ist dort drumherum noch, was ist dort noch vorhanden, gibt es da noch irgendetwas Spezielles zu sehen, hier der Mount Chiliad oder so, wo ihr hoffentlich auch schon da oben war. Ist viel besser als die Papierkarte, nicht weil es digital ist, sondern weil es eben wie so Google Maps halt, man kann auswählen, was man sehen will. Ob man wie ein Foto von oben sehen will, oder ob man es wie einen Atlas oder wie eine Strassenkarte sehen will. Also wirklich auch noch gute Sache. Für Android kommt es da auch noch. Es ist eine Frechheit, dass es zuerst für ein Apple-Produkt kommt. Aus welchem Grund auch immer. Ist auch noch gäbig. Also wenn ihr euch ein bisschen intensiv mit GTA 5 beschäftigt, zieht euch das rein. Ich habe jetzt ein Video auf Überlänge produziert und hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. GTA 5, eine bequeme Position, so, ja, danke. GTA 5 ist der absolute Hammer, nur noch schnell. Ich habe es jetzt etwa 7-8 Stunden gespielt, nicht schon irgendwie 30 wie andere. Und
es ist eigentlich das GTA, das ich mir schon immer gewünscht habe. Und wenn jetzt das mit den Online-Features auch noch gut kommt, hey, Hammer. Ich freue mich extrem auf Oktober und hoffe, zahlreiche von euch vielleicht auch online mal anzutreffen. Hey, macht's gut, schön zusammen.